Guten Tag, YouTube. Grüezi, YouTube. Wir sind in der Testphase von Naruto Mythos Set 2. Wollen wir die Hand behalten? Ja, wir behalten mal diese Hand. Wir spielen gerade ein Sounddeck hier und wir schauen mal, wie es vorangeht. Also, wir haben hier einmal sie und wir gainen dann damit 2 Chakra-Chat. Das ist schon mal gut. Dann haben wir schon mal 2 Chakra mehr als unser Gegner. Mal schauen, was unser Gegner hier macht. Ich glaube, er ist noch im Urlaub, weil er macht genau gar nichts. Hallo? Gegner? Ah ja, jetzt kommt er. Dann spielen wir sie, zack, bekommen wir 2 Chakra on top. Also sie ist eigentlich for free. Ja, dann hauen wir ihn rein. Sein Effekt ist, oh ne, das ist auch First Strike, ne? Power Up 2, aber das geht nicht, weil es nicht mehr First Strike ist. Dann hauen wir die Karte hier rein, damit wir mehr Karten ziehen können, Chat. Schauen, was unser Gegner macht. Er upgradet ihn einfach zu fucking Chirobo. Holy shit. Willst du mich komplett verarschen? Oh. Are you fucking killing me, my friend? Das können wir natürlich auch machen. Also, Entschuldigung. Aber das geht sowieso nicht. Das finde ich eine Frechheit. Ne? So nicht, mein lieber Freund. Da schlagen wir direkt mit der gleichen Keule zu. Also wirklich. Das finde ich solch eine Frechheit. Das ist fast nicht zu beschreiben. So, die Mission gewinnen wir leider nicht. Die geht an ihn. Aber es ist halb so schlimm. Wir haben schon mal ein bisschen mehr Chakra als er. Finde ich sehr gut. Ja, gerade richtig viele Karten gezogen, Chat. Ja. Wir spielen jetzt zuerst mal hier noch eine Tsunade rein. Um da einfach auf Nummer sicher zu gehen, Chat. Ah. Wir ballern seine Tsunade gerade jetzt noch weg, Chat. Was macht die Karte? Okay. Er hat aufgegeben, Chat. Schade. Aber ja. Dann vielleicht im nächsten Spiel. Back to the Menu. Dann schauen wir mal schnell, ob wir noch ein Spiel
finden, Chat. Play. Dann erstellen wir schnell einen Raum, zack, schon jemand gefunden, rein geht's ins zweite Spiel. Und hoffentlich können wir das hier beenden. Und am Schluss, für die, wo es auf YouTube zuschauen, zeige ich euch natürlich noch das Ganze. So. Wir haben schon 6 Chakra. Können wir sie spielen. Verlieren kein Chakra. Dann spielen wir das. Er hat wahrscheinlich den Naruto, denke ich mir jetzt mal. Nee. Okay, krass. Holen wir uns noch eine Karte. Perfekt, Chat. Perfekt. Kommt die Karte on top. Da können wir gefühlt gar nicht mehr verlieren. Spielt schon wieder eine Karte verdeckt. Wir holen den hier raus. Haben dann noch 2 Chakra-Chat. Er legt nochmal eine Karte verdeckt. What he doing? Wir halten hier auch noch eine Karte. Power up. Pass. Confirm. Wenn ich jetzt habe ich zuerst gepasst. Also gewinne ich auch. Ich wusste jetzt nicht genau, was er hier machen wollte. So. Dann Reveal Card. Holen wir ein paar Karten ins Spiel, Chat. Das ist halt natürlich ein bisschen dumm. Okay, er hat einen Gara von uns getötet. Das ist auch nicht so cool. Gut, dann machen wir das. Holen wir sie hier rüber, Chat. Natürlich setzt ein Gara ein und killt unsere. Das tut natürlich sehr weh, Chat. Dann beenden wir ihn noch. So, wir könnten jetzt noch Jiro Bowen oder Naruten. Ich denke, wir machen eher Naruto. Ja. Die Frage, was haben wir raus? Haben wir lieber sowas raus hier? Und der Gegner hat schon wieder aufgegeben, Chat. Nee, ich wollte doch annehmen. Ich war doch in der YouTube-Aufnahme. Okay. Also, Chat. Ja, ich hab's versucht. 2-mal. Aber die Gegner geben immer auf. Aber zurück zum Deck. Wir haben Sound, wir haben Naruto dabei und wir haben Gara noch dabei und Yashimaru. Was ist die Idee? Dass wir eigentlich so viele Karten verdeckt legen können, wie es geht am Anfang und dadurch so viel Chakra generieren, damit wir nachher auch alle verdeckten Karten spielen. Also, das bedeutet, die Naruto-Karte, wenn wir sie ja
verdeckt legt und nachher Ambush macht, könnt ihr 2 Karten ziehen. Den Effekt wiederholen wir, weil wir der aufgedeckten Naruto-Karte die Smoke geben. Durch die Smoke wird die Karte wieder verdeckt und man kann sie bewegen in die nächste Mission. In der nächsten Mission klappen wir sie auf, können wir wieder Karten vom Deck reinziehen. Also so ballen wir schon mal recht viele Karten aufs Spielfeld. Plus, was wir auch machen, ist, wir spielen natürlich unsere Soundcharakteren, ihr habt es gesehen, Tyuya, einfach First Strike, wir bekommen 2 Chakra zurück. Jirobo, wenn schon anderer Soundcharakter, also für jeden Soundcharakter zahlen wir 1 weniger. Wenn wir schon Tyuya drin haben, zahlen wir nur noch 1. Das ist ganz easy. Dann haben wir noch diese Tyuya, die gibt uns X Chakra on top für jede Soundcharakterkarte in den Missionen. Da bekommen wir auch nochmal Chakra. Und dann haben wir noch Kidimaru zum Karten bewegen, weil es passiert leider recht oft, dass, weil wir halt durch den Effekt hier von Naruto einfach Karten von unser Deck reinholen in die Mission, dass wir halt manchmal doppelte Karten in der gleichen Mission haben. So können wir sie hier wieder rausbewegen. Dann Sanko Nummer 1. Wir können dann Karten ziehen für jede Mission, wo wir einen freundlichen Sound Villager haben. Und dann Sanko Nummer 2. Wir können einen Effekt von einem freundlichen Soundeffekt ziehen. Also, das heißt, entweder wir kopieren den wieder, weil dann können wir Karten ziehen, oder wir kopieren hier und dann zahlen wir vielleicht gar nicht, oder wir kopieren hier und können dann mehrere Charaktere bewegen. Gut. Naruto, klar, Upgrade kennt ja jeder. Wir hauen 2 Karten raus. Gaara kennt auch jeder. Dann hier auch eine Attach für eine Mission. Zuerst auch verdeckt legen, Ambush-Effekt machen und dann kommt eine Karte vom Deck direkt in die Mission und dann am Ende der Runde kommt auch die Top-Karte vom Deck auch wieder in die Mission rein. Also so hauen wir sehr viele Karten ins Deck, in die Missionen. Also ihr könnt es gerne mal ausprobieren, aber Vorteil von dem Deck, ihr habt sehr viel Chakra, ihr könnt nachher mit Jirobo reinballern und Mission gewinnen. Ihr nehmt mit Naruto und Gaara nehmt ihr Charaktere raus. Mit Tsunade könnt ihr auch nochmal Chakra gewinnen, falls der Gegner Gaara benutzt oder Naruto. Shino ist einfach da zum günstige One-Cost-Karte. Also ihr habt gesehen, es macht Spaß, aber die Gegner geben einfach auf. Schreibt mir mal eure Gedanken in die Kommentare.